Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo die Vögel noch gerne Partys gefeiert haben. Dann haben sie alle ihre Federn geputzt, sind zusammengekommen und dann haben sie gefastet. Sie haben gefressen und getrunken und getanzt und gesungen. Und jetzt hat der Adler bald Geburtstag gehabt. Und er gefunden, diesmal will er mal eine richtig grosse Party machen und alle Vögel einladen. Auch die noch nie dabei waren. Da hat der Meise den Auftrag gegeben, sie soll doch die Einladungskarten malen, weil sie gut zeichnen konnte. Als sie fertig war, haben sie die Einladungskarten alle in einen grossen Sack getan und der Adler ist mit dem Sack von Vogel zu Vogel zu Vogel zu Vogel geflogen und hat alle persönlich eingeladen. Bis er zum letzten Vogel kam. Das war die Eule. Die Eule war noch nie an einer Vogelparty dabei. Zuerst ist sie überrascht, als sie die Einladungskarten bekommt. Aber dann ist sie ja traurig geworden. Adler, ich kann nicht an deine Party kommen. Schau mich mal an. Jetzt müsst ihr wissen, die Eule hat zu dieser Zeit noch ganz anders ausgesehen. Sie hatte keine einzige Feder. Sie war Blut. So kann ich unmöglich an dein Fest kommen. Sie werden alle über mich lachen und ich muss mich nur schämen. Aber das hat dem Adler leid getan. Er ist zurückgeflogen zu den anderen Vögeln und hat ihnen davon erzählt, dass die Eule nicht mit dabei sein kann, weil sie nichts zum Anlegen hat. Die Vögel haben das verstanden und sie haben sich überlegt, wie man der Eule helfen könnte. Da hat der Spatz eine gute Idee gehabt. Wenn jeder von uns eine einzige Feder ausrupft und wir das der Eule geben, dann kann sie sich doch ein Federkleid daraus machen. Und wenn das Fest wieder fertig ist, kann sie uns das Federkleid ja wieder zurückgeben. Eine Feder ist ja nicht viel. Mit dem sind alle Vögel einverstanden. Man hat die Federn zusammengesammelt und der Adler hat es den Eulen überbracht. Und die hat sich riesig gefreut. So viele schöne Federn. Sie hat sich gerade daran gemacht, ein Federkleid zusammenzusetzen. Und als es fertig war, hat sie so schön ausgesehen. Jetzt hat sie auch an die Party können. Und alle haben die Eule bewundert für ein wunderschönes Federkleid. Es hat glänzt und geschimmert in allen Schattierungen. Und sie war so stolz. Jetzt haben sie gefestet. Sie haben gefressen und getrunken und tanzt und gesungen. Es war eine der schönsten Partys, die die Vögel je hatten. Und die Eule hat sich amüsiert. Aber je mehr die Zeit vorangegangen ist, desto stiller ist sie geworden. Und auch trauriger. Weil sie wusste, es wird jetzt der Moment kommen, wo sie das Federkleid wieder zurückgeben muss. Und dann wird sie wieder ganz blut sein. Und das hat sie nicht mehr wollen. Darum hat sie etwas gemacht. Sie ist klammheimlich verschwunden. Niemand hat es gemerkt. Sie haben weiter gefastet. Und als die Party fertig war, haben sie umeinander geschaut und haben die Eule gesucht. Weil sie ihre Federn wieder zurückhaben. Aber die Eule, die war nie mehr. Die war weg. Und seit diesem Tag versteckt sich die Eule. Sie kommt nur noch immer zur Nacht führen. Dann, wenn alle Vögel am Schlafen sind. Weil sie ihr schönes Federkleid nie mehr hergeben will.